Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Vega von greengames.ch und ich begrüße euch heute auf Skyblock. Ihr seht das im Hintergrund. Das ist eine Skyblock-Map. Vielleicht kennt ihr Skyblock noch die alte Version, beziehungsweise die klassische Version Skyblock Version 2, 2.1, glaube ich. Nicht ganz sicher. Das ist jetzt etwas ganz anderes und zwar nennt sich das Agrarian Skies. Das ist ein Mod-Paket, das auf Fit the Beast, vom Fit the Beast Launcher angeboten wird und ist eigentlich so ein bisschen, ja, die Erweiterung, also die grosse, grobe, modifizierte Erweiterung von Skyblocks. Ich habe jetzt gedacht, ich mache nach der Minecraft Adventure Map wieder mal ja, wie soll man dem sagen? Es ist nicht ein Tutorial, es ist mehr so ein bisschen ein Mod-Spotlight eigentlich, so ein bisschen, ja, ein Zeigen eigentlich, was man mit dem Mod-Paket alles kann machen kann, weil es ist so ein bisschen ein Survival, eben Survival Map, man versucht auf dem Skyblock zu überleben, kann das mit den wenigsten Ressourcen eigentlich sehr viel machen, also mit den Barrels. Ähm, kann man sich irgendwie zum Beispiel Dirt herstellen mit Kompost und kann nachher ja, Ressourcen sammeln, um irgendwann Stein zu haben und irgendwann kann man aus den Stein dann einen Cobblestone Generator machen mit Lava und so weiter und so fort. Aber das ist ja, jetzt, was soll ich sagen, 2, 3 Spielstunden jetzt auf etwa 10 Sekunden abgekürzt gewesen. Also alles in allem, es ist ein sehr komplexer Mod, wo, wenn man jetzt schnell auf Dings, auf Mods reinschaut, auf Modlisten, sehr viele Sachen eigentlich beinhaltet. Ähm, was sehr spannend, also auch irgendwelche Energiemods, also sagen wir jetzt zum Beispiel Thermal Expansion, glaube ich auch. Expansion, ja voll, also man kann auch irgendwelche wie heisst jetzt schon wieder? Energiezellen, ich kann eigentlich die anderen wählen, weiß nicht, wie heisst jetzt? Energy Cell Frame. Heisst die mittlerweile so? Tesseract habe ich eigentlich im Kopf gehabt. Ja, einfach so Sachen, also man kann auch recht komplizierte Sachen machen. Aber die Basics eigentlich sind so vom Ex Nihilo Mod, ihr seht das oben in der Mitte. Der hat, der kann man, also das Latein heißt ja aus dem Nichts, Ex Nihilo, und man kann wirklich eigentlich aus dem Nichts mega viele Sachen herstellen. Und das ist jetzt eigentlich so ein bisschen, was ich gebaut und hergestellt habe aus dem Nichts. Und zum zeigen, was am Anfang nichts war, würde ich sagen, tue ich einfach die Map mal restarten, beziehungsweise eine neue Map mal frisch anfangen, damit ihr seht, ja, was so, ja, wie aus dem Nichts eigentlich etwas könnte stehen. Okay, also, bis grad. Ja, hallo und willkommen zurück. Das ist jetzt die Anfangsmap, beziehungsweise, nein, ich muss anders sagen. Das ist eine von den Anfangsmaps, also so wie es anfängt. Es gibt so die Standardmaps vom Agrarian Skies, wo man vorgesetzt bekommt. Ich habe mir aber erlaubt, eine eigene zu machen. Und zwar habe ich da so ein paar Glowstone Bricks angesetzt, ein bisschen Dirt, Wasserquellen und ein Bäumchen. So ein bisschen in Anlehnung, also vor allem der Dreck und das Bäumchen so ein bisschen in Anlehnung an den alten Skyblock. Ich bin da nicht weiss wie bevorteilt. Es ist cool, dass man am Anfang ein bisschen mehr Dirt hat, aber grundsätzlich ist man eigentlich, ja, ist ziemlich auf sich allein gestellt. Also es gibt zum Beispiel auch kein Gras, sondern wirklich nur Dreck, wo man sich drauf befindet. Das ist also ein bisschen eine Anpassung, weil sobald man dann mal Gras hat, ist das eigentlich ein rechter Vorteil. Aber bevor ich jetzt viel erzähle und nichts mache, würde ich jetzt mal loslegen. Und ja, wie es halt so ist, am Anfang bei Minecraft tut man zuerst mal ein bisschen, ja, Holz zusammenschlagen. Punch the wood. Und ja, das ist so der Standard. Ich hoffe jetzt, dass es eigentlich damit, dass ich jetzt, im Moment, bevor ich das Zeppelin mache, denke ich gerade mal schon das erste Tool, das mega wichtig ist. Also mal abgesehen vom Crafting Table, wo man zu einer Crafting Station machen kann. Da bleiben nämlich auch die Items drin, wenn man rausgeht. Mit einem normalen Crafting Table wird es jetzt rausfliegen. Und das erste und das wichtigste Item am Anfang ist ein sogenannter Crook. So eine, ja, so eine Art ein Schäferhaken, wo man damit kann die Leaves, also die Blätter, zusammenschlagen. Ich hoffe nicht, oh shit, ich hoffe, ich komme einen Sapling über. Ah,
Einen. Einen einzigen. Ja, und mit dem Crook kommt man eben nicht nur Saplings, sondern zum Beispiel auch Seidenraupen über und wo dann auch weiter sind, zum Beispiel zum, mit dem Faden, also String, überzukommen. Und generell ist es eigentlich auch besser mit dem Hook die Blätter runterzuschlagen. Ähm, genau, also ich mache zum Beispiel gerade noch mal einen aus dem, damit ich eine Reserve habe. Tu gerade mein Sapling wieder setzen. Also es wäre jetzt nicht so mega tragisch gewesen, wenn ich jetzt kein Sapling bekommen hätte, weil er jetzt so eine Kiste, wo es ein paar Standard-Sachen gibt, wo am Anfang gegeben werden. Ich habe da nichts hinzugefügt, ich habe das wirklich von der Standard-Map genommen. Also man kommt 3 Stacks Bone Meal über, 3 Saplings, ein paar Questbücher. Mal die habe ich hinzugefügt, für den Fall, dass man mal vom Skyblock wird runterfallen. Ja, genau, das muss ich ja eh auch noch sagen. Es ist nämlich so, dass wir, hier sehen wir es, dass es mit Leben funktioniert. Also nicht wie bei Skyblock, dass alle Hardcore-Mode, wenn man runterfliegt, ist man tot und das Spiel ist fertig, man muss die Map löschen, sondern man hat 2 Leben. Und die Map bleibt weiterhin bestehen, also selbst wenn ich die 2 Leben, also zweimal würde ab dem Skyblock fliegen, ist nicht so, dass das Spiel fertig wäre. Ich kann mit dem Admin, mit den Admin-Commands quasi mich wieder freischalten. Aber das wäre Cheating, das will ich eigentlich nicht. Und es gibt auch Möglichkeiten, dass man von diesen 2 Leben quasi wieder mehr überkommt. Also aus diesen 2. Beim anderen Skyblock, wo ich vorher am Anfang war, habe ich ja 10 Leben. Habe ich 10 Leben bereits mir erspielt. Ja, aber eben zu den Basics, also damit es ein bisschen vorwärts geht am Anfang, lohnt es sich ja, ein bisschen Bäume, hoppla, die blöden Bücher, brauchen wir im Moment nicht. Das Questbook zeige ich euch nachher noch, aber am Anfang ist es jetzt wichtig, dass ich einfach ein paar Saplings finde und ein bisschen Holz habe, damit ich die Plattform ein bisschen erweitere und natürlich auch das ganze Dirt, das eben mega wichtig ist, kann abfarmen sozusagen. Im Gegensatz zum noch gewöhnlichen Skyblock ist nämlich, gibt es eigentlich sehr wenig, wo wie soll ich sagen, eine finite Ressourcen ist, also eine Ressource, die man irgendwann nicht mehr überkommt. Also zum Beispiel, wenn man auf einem normalen Skyblock irgendeinen Block dort verliert, nachher haben wir den wirklich verloren. Dann haben wir keine Chance mehr, die zurück überzukommen. Aber bei Agrarian Skies, also vor allem mit dem Ex Nihilo Mode, gibt es eben Möglichkeiten, dass man, oder ja, gibt es Möglichkeiten, ja, muss man sozusagen fast gezwungenermaßen eben dort wieder sich herstellen oder eben ein anderes Zeug. So, und jetzt habe ich ein bisschen Holz. Ich glaube, das ist schon gleich mal ein Stückchen. Gleich etwas, wo ich damit kann also anfangen kann. 28 Stück. Ich tue jetzt gerade nochmal ein paar Saplings setzen. Am besten ein bisschen nebeneinander. Ja, ist nicht ideal. Und lasse die mal ein bisschen wachsen. Ist im Moment alles ein bisschen gedrängt, aber ich bin jetzt eigentlich schnell. Ich würde dann schnell mal anfangen, etwas machen damit. Zum Beispiel. Wie schlau ist das? Ich probiere das mal. Ah, yes, ich habe es bekommen. Ich weiss jetzt natürlich, dass die Plattform 2 Blöcke tief ist, darum habe ich jetzt da einfach so runtergraben. Und was ich jetzt als erstes werde machen, ist zuerst mal eine Plattform bauen. Das ist immer so ein bisschen Knackpunkt, ein bisschen tricky, das Ganze, aber ich muss ein bisschen weiter ab, merke ich gut. So, das ist nicht schlecht. Noch ein Block, noch ein Block. So, und jetzt kann ich eigentlich stehen. Und wenn ich jetzt die Blöcke noch ein bisschen weiter hoch, kann ich dann auch quasi einen Keller, habe ich eigentlich quasi einen Keller, wo ich da rundherum kann, ein bisschen wirken. Das ist sehr angenehm. Mal genug weit hinten bauen. Machen wir noch einen mehr. So, und jetzt habe ich natürlich zu wenig Holz, weil es auch anzunehmen war, aber es wird nicht lang gehen, es wird nicht allzu lang gehen, da bin ich eigentlich recht gut Zweig mit dem Holz. Ah, Mist. Okay. Aber jetzt könnte ich eigentlich anfangen, die untere Schicht dort abbauen. Das sind einfach solche Basics, die man am Anfang halt muss machen und da kann man halt, das kann man jetzt halt nicht vermeiden. So. Ja, ich drücke natürlich die ganze Zeit Shift, vielleicht merkt ihr das, oder?
Oh nein, noch nicht. Weil es passiert mega schnell, dass man einfach aus Versehen mal plötzlich runterfliegt. Zum Beispiel in das Loch rein, das habe ich jetzt gar nicht mehr daran gedacht, dass dort ja noch so eins ist. Und das ist natürlich eher ein bisschen unangenehm, wenn das passiert. Weißt du was, mir geht es eher zu lang. Ich tue gerade nochmal ein Sapling setzen. Brauche noch ein bisschen mehr Holz wieder. Bunch. Weil dann kann ich nämlich mal. Ja, vielleicht ist es besser, zuerst noch ein bisschen Plattformen zu erweitern. Und damit etwas machen. Ah ja, das Questbuch, das sollte ich dir glaube ich noch zeigen, oder? Relativ gleich mal. Weil da kann man nämlich. Das Questbuch ist mega cool, da kann man nämlich auch Belohnung, also man kommt Belohnungen über für Sachen, die man erfüllt, also Quests, die man erfüllt hat. Und das kann sein von, ja, ganz einfachen Sachen wie irgendwie zum Beispiel, ja, durch Holz sammeln, bis hin zu, weiß nicht, zu irgendwie einer Maschine bauen, wo jetzt ganz am Anfang eigentlich so unwahrscheinlich ist, dass du irgendwie das Gefühl hast, ja super, das kannst du eh nie. Aber es geht dann plötzlich relativ schnell und dann kommt man vorwärts, kann Sachen anfangen automatisieren und so weiter und so fort. Macht mega Spaß. Kisten, ich tue jetzt mal mein Dirt auf die Seite, das Bonmil auch, just in case. Weiß ich nicht. Jetzt tue ich mal das Questbuch auf. Und ich habe jetzt natürlich vorher schon mal schnell reingeschaut. Es ist so, am Anfang kann man so das Geschichtchen eigentlich hören, wie das Ganze eigentlich entstanden ist, wie man genau auf der Map gestanden ist. Das erspare ich mir jetzt, oder erspare ich euch jetzt, das könnt ihr, wenn ihr selber mal spielt, dann auch mal selber ausprobieren und hören. Das Wichtigste vor allem, eben jetzt sehen wir zum Beispiel auch, wie viel Leben man hat. Man könnte mit anderen Leuten zusammenspielen, eine Party eigentlich eröffnen und die hinzufügen und dann haben wir quasi geteilte Leben und so weiter. Grundsätzlich hat es so verschiedene Quest-Trees, die man kann verfolgen kann. Also das Einfachste ist natürlich am Anfang, wenn man Skyblock mit Skyblock anfängt. Und da hat es da die verschiedensten Sachen. Zum Beispiel, als allererstes braucht man jetzt mal eine Woodplank. Und wenn ich das jetzt schon habe, komme ich meine Rewards über. Das ist eine mega einfache Axt, Pickaxe und ein Apfel. Jetzt ein cooler Soundeffekt auch noch. Librarian ist noch schon relativ schwierig, ich muss einen Buchbinder machen. Das lasse ich jetzt mal sein. Gibt es dann die Möglichkeit, dass man da quasi auf einen anderen Weg als äh, quasi einfach im Quest in der Hand oder im Inventar Quests abgibt, kann man sie einfach Hand mit Manual Submit quasi zustellen am Questbook sagen, ich habe das im Moment. Beziehungsweise, warte mal. Habe ich gar kein Holz in der Hand, darum geht es gar nicht. Also, Inventar, ich brauche schnell ein Holz, das brauche ich noch sowieso. Und jetzt habe ich es im Inventar und jetzt kann ich sagen Manual Submit und jetzt tut es erkennen als erfüllt. Die andere Möglichkeit dann noch ist mit dem Hopper, also mit dem Quest Delivery System, und ich den Hopper drauf aufstelle. Der ist jetzt verbunden damit. Und ich wähle jetzt den nächsten Quest aus das QDS, also Quest Delivery System. Du selecten als Task, als aktuellen Task und dann mit dem Buch eigentlich anklicken und jetzt ist es eigentlich ja, connected. Der Punkt ist jetzt, nein, nicht Play again. Skyblock Open, das QDS. Und jetzt geht es darum, dass ich eigentlich quasi Holz am Quest Delivery System reingebe und das mache ich jetzt, wenn ich da einfach einen Block in den Hopper reinfülle, blub, und jetzt ist das eigentlich da innen. Das Buch sollte es jetzt erkannt haben als erfüllt und jetzt ist eigentlich der Quest-Teil, also wird grün markiert als erfüllt. Das ist Teil 2 vom Quest. Jetzt muss ich den Hopper eigentlich wieder zurückbekommen. Und ich habe ja vorher eine coole Pick bekommen, dann kann ich den Hopper jetzt zusammen wieder zerstören und in die Hand nehmen. Und jetzt, wenn wir vorher gelernt haben, eben Manual Submit, wenn ich ihn jetzt im Inventar habe, und jetzt wird es erkannt. Rewards, Full Heart und ich komme einen Reward Bag über. Die Full Hearts kann man essen und dann kommt man das Leben über. Manchmal kommt man noch ein Viertelherz über, aber das ist auch okay. Man braucht es einfach halt einen Moment, bis man braucht halt einfach 4 so Viertel, damit man wieder ein volles Herz überkommt, aber das ist eigentlich noch cool so. Als Idee, eben zum Leben sammeln sozusagen. Reward Bags sind auch cool, das sind nach einem Zufallsprinzip kommt man irgendeine Belohnung über, also ich habe wirklich keine Ahnung, was es kann sein. Manchmal ist es mega hilfreich, manchmal nicht. Schauen wir jetzt mal Fish Jerky. Nicht schlecht, Nahrungsmittel.
kann man immer brauchen, weil ähm, anders als in anderen Mods ist es so, dass man, wenn man am Verhungern ist, nicht einfach nur auf ein halbes Leben absinkt, sondern wirklich stirbt und dann auch entsprechend das Leben verliert. Und da muss man immer ein bisschen im Auge behalten, dass man nicht ja, verhungert. Ist auch noch eine witzige Anwandlung eigentlich. Skyblock. Ich gehe jetzt da noch schnell runter, damit ich da nicht blöderweise würde plötzlich versaufen oder abstürzen durchs Wasser drauf. Mache ich eine Öffnung durchs Wasser behalten und mache den hier zu. Irgendwann kann ich dann das Dirt auf der ersten Ebene noch abbauen, aber das mache ich jetzt ein anderes Mal. Zuerst brauche ich die Blöcke noch ein bisschen zum Bäume in die Luft jagen, nicht die Luft jagen, zum Bäume wachsen lassen. Das Delivery System brauche ich nicht. Und am besten ist es jetzt eigentlich wirklich einfach mal ein bisschen Plattform erweitern. Boing. Damit ich dann nicht ganz so klaustrophobisch eingegangen bin. Plus auch natürlich, dass ich, wenn die Bäume wachsen, dass dann nicht plötzlich auch die ganze Zeit Saplings auf dem Sky blockieren. Das ist noch recht doof. Ah, da hat es einen Baum gegeben. Sehr schön. Bauen wir den doch ab. Theoretisch könnt ihr eine Holzaxt bauen, oder ihr würdet jetzt wahrscheinlich denken, ich sollte eine Holzaxt bauen, aber das Problem ist, das ist ein bisschen eingeschränkt, also gewisse Rezepte, die bei Vanilla Minecraft funktionieren, wie eben zum Beispiel die Holzaxt, jetzt bin ich gar nicht mehr ganz sicher, die funktionieren glaube ich nicht. Nein, aber genau, die sind deaktiviert, also man kann sich keine Axt bauen, auch keine Pickaxe, ein Dings kann man, eine Schaufel kann man kann sich einen Haken kann man sich bauen. Aber eben so gewisse Basic-Sachen sind eben nicht da. Da muss man dann eben schon ein bisschen weitergehen und irgendwann mit Tinkers Construct arbeiten. Die das nicht kennen, das kann ich euch sonst dann auch schnell noch zeigen. Also die Grundidee ist vom Tinkers Construct, dass man nicht quasi das Werkzeug als Ganzes zusammenbaut, sondern Einzelteile herstellt und die dann zusammensetzt. Und eins das Material, das man damit Werkzeug machen kann, ist, wie heisst es, Flint, also Feuerstein. Und da habe ich in der Strongbox drin 8 Stück und da habe ich mir so erste Tools bauen, die ich sonst eigentlich nicht kann. Mit Bombmehl kann man es übrigens auch, mit Knochen kann man eigentlich auch Werkzeug herstellen, ist auch eine coole Möglichkeit. Ja, aber im Moment ist es eigentlich geht so schnell, also Knochen ist aber so schnell wie die Hand, also kann man sich das eigentlich auch schenken. Ja, ja. Machen wir die Plattform ein bisschen grösser, hier vielleicht noch eine Reihe. Ja, das lange nicht ganz. Ein Block nicht, schade. Ja, und dann kann man einfach auch mal anschauen, oder, was es für Quests es gibt. Und die nach und nach ein bisschen anfangen basteln. Und jetzt das erste zum Beispiel, genau, das zeige ich euch jetzt noch. Da werden aber schon mal die Tinkers Construct Sachen. Eine Kiste. Oh Mist, jetzt muss ich Kiste. Nein, habe ich ja gar noch nicht gemacht, eine eigene. Ich brauche jetzt jede Menge Holz. Das heisst, ui, was ist jetzt? Ist jetzt das gewesen? Gleichzeitig. Schräg. Das ist uns auch noch nicht passiert. Habe ich gleichzeitig rechts geklickt und Inventar geöffnet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall jede Menge Holz. Also tun wir nochmal ein paar Bäume in die Luft schießen. Gleichzeitig auch noch ein paar also ein paar Seidenräupli sammeln. Weil die brauchen wir dann auch sowieso. Ja, und also wie gesagt, ich kann euch nachher sonst einmal, oh, jetzt habe ich keinen Krug mehr. Ich kann euch dann sonst einmal noch die anderen Quest-Risiken zeigen. Also ich kann es natürlich nicht nur so weit zeigen, wie es am Anfang schon gesehen ist, weil ich jetzt quasi eine neue Map angefangen habe. Aber es gibt eben sehr viele Möglichkeiten, dass man alle möglichen Flüssigkeiten zum Beispiel auch versammeln. Das zeige ich euch schnell. Zurück, go with the flow ist es glaube ich, oder? Ja genau, also ich kann irgendwelche Tank machen zum alles mögliche, also irgendwie Witchwater ist ja so etwas zum Beispiel, wo man kann sich Pilze herstellen kann. Es gibt wahrscheinlich irgendwelche Fischöl oder so, was man kann abliefern kann. Das habe ich ja gar noch nicht so ganz so genau ja, durchgetestet. Also
Es gibt recht viele Möglichkeiten. Natürlich auch das Ganze, wie tut man überhaupt Rohstoffe, Metall ja, generieren sozusagen. Ist auch ganz eine spannende Sache. Das macht man in erster Linie mit Stein. Und am Anfang ist das ein recht mühsamer Prozess, äh, ja, wo ich euch dann irgendwie auch noch wird wollen zeigen. Mal schauen, ob ich da genug Sachen habe, um einem Barrel machen. Das geht so weit. Ich mache am besten, ja, nicht viel, mal schauen. Ein Barrel. Da kann nochmal ein frisches Ding setzen, Sapling. Setze ein Barrel mal hier hin. Und das ist eigentlich so ein bisschen, ja, am Anfang so eines der wichtigsten Tools. Man kann aus Saplings oder aus allen möglichen organischen Sachen, auch zum Beispiel Zombie Brains und, also und so Zeug, kann man sich, jetzt bin ich gerade schnell verklüpft. Hui. Ähm, kann man sich Kompost machen. Und ihr seht da die Prozentanzeige, wie es langsam aufsteigt. Und nach einer gewissen Zeit wird aus dem Kompost wird nachher Dirt und dann eigentlich noch wieder mehr Dirt. Ich habe natürlich jetzt schon ein bisschen etwas, also ich brauche nicht weiss nicht wie viel, aber es kann nie schaden, noch mehr zu haben. Vor allem am Anfang braucht man mega viel, das kann ich euch garantieren. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen Holz abschaffen, während das Barrel am Kompostieren ist, der Kompostkübel dran ist. Und es lohnt sich auch immer wieder mal ins Questbuch hineinzuschauen. Manchmal macht man etwas und merkt irgendwie erst eine halbe Stunde später, dass man eigentlich schon längstens eine Belohnung dafür bekommen hat. Und weil Belohnungen nicht nur Reward-based sind, sondern auch richtige Belohnungen in dem Sinn. In Tools oder an Nahrungsmitteln und so ist es aber recht hilfreich, das auch recht fleissig ja, anzuschauen. Also vor allem How to Scale.